Sehr Der Papa ist auch da. Der Papa schaut dazu. Ja. Ich segel, hau euch am letzten Auftritt in Geislingen euer Fettleber abzogen. Aber der, guten Morgen. Hallo, guten Tag, servus. Alles fit? Sehr, bei dir? Alles super. Gut schaust du aus. Danke, Ich schon lange ebenfalls, mal ja. wieder sagen, danke. Du Ja. hast mir gar nicht gescheit angeschaut. Es ist faszinierend, was das Leben mit einem macht, wenn man 3-4 Tage nicht sauft. Das So, stimmt wirklich, ja. Ich hab gestern eine halbe getrunken. Ja. Aber das zählt nicht. Wann habe ich das letzte Mal nicht zwirbelt? War Auftritt am Wochenende? Nicht, oder? Dieses, nein. Ja, deswegen geht es mir so gut. Hab ich mich Aber irgendwas war da am Wochenende, oder? Haben wir nicht irgendwas gemacht? Nein. War einfach mal Entspannung. Deutschrock war das Wochenende davor, oder? Ja, das war das Wochenende davor, ja. Na sicher. Ah, das Tom Joe Auftritt war. Tom Joe Auftritt. Und Da haben wir Gletschergeist, ja. haben wir schon auch gut Da gesoffen. haben wir schon ein paar Ja, eingestellt. das war schnell gemessen. Ja. Ja. Stimmt. Ja. Du hast noch einen Tierfakt, Ich habe oder? noch einen Tierfakt, Sorry. ja. Wombat-Pups leuchten unter UV-Licht. Wissenschaftler haben entdeckt, dass junge Wombats im Dunkeln blau-grün fluoreszieren. Oh, Ja, blau-grün. ja, steht da. Nice. Ja. So ist, Muss ich mal googeln. ja. Jetzt habe ich Lust, dass ich so einen Wombat kahl schiere. Ja, schon, also ob es auch funktioniert. Ja, Ja, okay. Ja, nicht schlecht. ja, Danke für den Fakt. gern. Was ist die Woche passiert? Haben wir schon kurz angeschnitten. Wir fangen wir beim Wichtigsten an. Wir waren beim Tom Show. Gletschergeist Konzert und Auftritt. Gletschergeist und die Gesundbande war dabei. Ja. Ja, war ein witziger Abend. Also starten wir von Anfang. Wo sind wir hingefahren? Das ist einmal das Nach Wichtigste. Oberammergau sind wir hingefahren. Wir haben Gott sei Dank eine Fahrerin gehabt, Sabrina, weil sonst wären wir wahrscheinlich nicht hingefahren. Nein, Weil, also, was soll ich sagen, die Jungs machen tolle Musik, aber Ja. allein die Zeit davor und Ja. die Zeit währenddessen und die Zeit danach, die Heimfahrt, Ja. das ist alles so stressig ohne ohne ein bisschen, wenig Bölkstoff. Ja, und ein bisschen lustig sein im Glasl. Ja, und dann hat er halt auch ein feines Restaurant rausgesucht Ja. in Oberammergau, die Weinstuben hat das geheißen. Hat eine 4,9er Bewertung gehabt und hat richtig geil ausgeschaut auf die Beutel. Und dann sind wir da hingefahren und war richtig geil eingerichtet. Ja. Also ist saugemütlich da drin. Aber offensichtlich jetzt nicht der Top-Spot, um essen zu gehen. Also unser Essen war solide. Ja, Wir haben, also es hat nur 4 Gerichte zur Auswahl gegeben, das hat uns schon mal etwas sauer Ja. aufgestoßen. also 4 gescheite Gerichte. Es gab noch so Brotzeug und sowas, aber ja. Aber- Brotzeit. Aber man muss halt auch dazu sagen, ich finde, wenn halt die Karte so klar ist, dann gehe ich eigentlich immer davon aus, dass das dann richtig schäbert. Ja, schon, Also ja. ich bin jetzt natürlich in einem Kiosk. Ja, Ja, und dann hat es nur ein Schweinsbraten-Grästelz gegeben, ein anderes Grästelz und irgendwie Kaspressknödel. Ja. Und unser Schweinsbraten-Grästelz war gut, aber sehr wenig ja, für das 16 Euro kostet. ja. Ja, aber ich glaube, es waren auch gut, es gibt noch einen großen Minuspunkt, es waren sehr viele Franzosen da. Könnten auch Schweizer gewesen sein. Ja, Sie haben Französisch geredet, Belgier. ja, so weiße Ausländer. Ja, richtig, genau. Und ja, das war Positiv war das Ambiente. der Das Wahnsinn. muss man sagen, geile Stumm. Ich bin da reingegangen und habe mir gedacht, Ja. boah, schade, dass da so wenig los ist. Ja. Das ist ja unendlich grübig hier. Ja. Eine nette Musik ist gelaufen, Ja. schön eingeheizt war. Also eigentlich haben wir gedacht, das ist perfekt da. Ja. Aber Ja, die Bedienung war an sich auch nett, aber ich glaube, sie hat schon gewusst, dass das Essen halt nichts ist, weil sie war dann zum Schluss schon reserviert. Sie hat dann nicht gefragt, wie es geschmeckt hat. Und so. ja, die hat schon gewusst, warum. Ja. Wer bitte der Lehrling gekocht haben. Ja. Aber die Sauce war unendlich gut, Ja, finde die ich. Also, das Schweinsbraten muss war man, köstlich. also es ist Potenzial da, aber haut halt einfach nur ein Schnitzel auf die Karten. Ja. Oder eben ein Schweinsbraten. Ein Schweinsbraten verstehe ich, wenn man jetzt nicht drauf hat, weil die muss man ja einen kompletten machen und dann Ja, wahrscheinlich haben sie das probiert und deswegen hat es am Tag danach ein Gräschels gegeben. ja, Naja, wie dem auch sei. Dann sind wir weiter. Kid Rap und ich haben natürlich auf der Fahrt uns schon ein wenig angeheitert. ja, Und dann sind wir rein und dann war das eine Location, wo halt 4 Milliarden Leute reinpassen. Und die Gletschergeist und Tom Show sind ja jetzt doch noch nicht so groß, dass man einfach 800-Mann-Halle in kurzer Zeit voll kriegt. ja, Aber auch da war geil, es war bierpunktisch aufgebaut. Ja. Das mag ich sehr gern. ja. Hat sich dann schon ein bisschen gefüllt auf jeden Fall. Ja, also ich habe tatsächlich kurz am Anfang gedacht, es wäre
traurige Veranstaltung, weil halt auch nicht bei einer daheim. Also bei uns ist es ja so, wenn wir in Oberammergau jetzt spielen würden, dann glaube ich, weiß ich nicht, wie viel kommen würden. 6.000 Leute jetzt. Ja, ich glaube sogar exakt. No. Also wenn dann mehr. Ja, weniger. Ab 6.000. Richtig, größer als. Ja. Dann haben wir echt relativ, dann haben wir die erste halbe haben wir erst einmal geschossen. Ja. War eine gute Idee vom Kitty. Ja. Aber natürlich mitmachen müssen, hilft nichts. Ich glaube, der Tommy war auch schon ein bisschen angeschossen, als wir gekommen sind, das war witzig. Aber waren alle schon ein bisschen angeschossen, glaube ich. Ja, der DJ Mirror sowieso. Ja. Aber den kenne ich ja gar nicht mehr, ich denke. Aber sie lernen ja von den Besten. Ja. Ja, und Tom schon einen Auftritt gehabt. War ein stabiler Auftritt auf jeden Fall. Haben sich Gedanken gemacht. Schön gesungen. Richtig nett, schön. Ja, waren so die unangenehmen Dates in der ersten Reihe, weil wir waren halt auch schon angesoffen und haben halt die komplette halbe, dreiviertel Stunde was gespielt haben. Super, Thomas. Spitze! Der Papa ist auch da. Der Papa schaut dazu. Und das war halt die ersten 10 Mal saulustig. Und die anderen 20 Mal dann aber auch noch. Ja, also das Lustige ist, hinter uns sind so, keine Ahnung, ich sag mal, 20- bis 25-Jährige gestanden, die halt nicht gewusst haben, dass wir dazugehören. Ja. Und ich halt gerade wieder Spitze, Thomas! Ihre Brille halt immer in die Stellen, wo es gerade ein bisschen leiser war. Und die hinter uns haben dann, Spitze, Thomas! Die haben irgendwie nicht gewusst, dass das nicht so ernst war. Okay. Die haben auf jeden Fall nicht gewusst, was los ist. Ja, was sehr lustig war, als du gesagt hast, Thomas, auch wenn du jetzt da bist, du räumst dann noch dein Zimmer auf. Ich musste ich lachen. Ja, der Thomas auch. Ja. Ich habe dann irgendwann gedacht, vielleicht hören wir jetzt mal auf, damit er sich konzentrieren kann, aber es ist nicht gegangen. Nein. Es ist wirklich nicht gegangen. Ja, das hat er sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Nein, das ist ja ein Test gewesen. Das war jetzt, und dann kann er, sag ich mal, nächstes Jahr Rock im Park spielen. Ja, souverän reagiert, wie wir wirklich? Auf einen negativen Fußballfan. Hast du mitgekriegt, wie... Stimmt, ja. Aber der hat es auch, Entschuldigung, es war 4 Uhr in der Früh fast. Der wollte es nicht anders. Ja. Was wollte ich sagen? Hab ich mitgekriegt. Hast du mitgekriegt, wie adäquat der Tom auch auf einen kleinen DJ-Fehler reagiert hat? Nein. Der DJ Mirror hat einmal, weil er auch schon angeschossen war, irgendwas nicht abgespielt, sondern dann einfach schon das nächste gemacht und dann hat Tom aber einfach professionell bleiben und Kevin nur so. Aber dann eiskalt weitergemacht. Also eine Situation, die wir durchaus kennen zwischendrin einmal. Ja. Wann hatten die Gesundbande gespielt? Dazwischen oder davor? Die waren nur bei einem Song, bei den Gletschergeist dabei. Stimmt. Ja. Und die Gletschergeist, man muss sagen, haben sie ja echt wieder Mühe mit der Bühnenshow gegeben, also sehr stark. Schön was aufgebaut. Waren zwar so Schaufensterpuppen, eine richtig schöne Titten, das war richtig geil. Aber ich glaube die ganze Zeit hingeschaut, ich habe nirgends anders hingeschaut. Nein, ich weiß gar nicht, wer gespielt hat. Nein. War nur wegen der Schaufensterpuppen da. Auch wegen beide, weil rechts war ein Typ. Ja, der hat einen schönen Sechser gehabt. Und so eine Keule untenrum, glaube ich. Ja. Glaube ich. Ja, aber meinen Arsch. Also falls ihr das seht, Gletschergeist. Intro, ganz groß. Ja. Ganz groß. Sie haben so eine Skiabfahrt nachgespielt und sie kommen in die nächste Kurve. Und es war sehr humoristisch wertvoll. Habe ich auch mal schmunzeln müssen. Ja. Und mein Gott, das waren dann, wie der Kitty schon gesagt hat, am Schluss auch, also natürlich nicht, also so eine große Halle ist einfach unmöglich zu füllen in dem Ding gerade noch. Aber waren dann schon ein paar Leute da. Waren ein paar Leute da, Wir beurteilen nicht viel, aber die da waren, haben wir dann Gas gegeben und auch Gletschergeist, auch wieder sehr viel gute Energie auf der Bühne gehabt. Das macht also Spaß, nicht so zum Schauen. Auf jeden Fall, ja. Da rührt sich was. Haben sie von mir dann im Anschluss einen kleinen Vortrag müssen. Besoffen. Ich gesagt, das seid echt gut, habe ich gesagt. Ja. Nein, einfach weitermachen. Jetzt haben sie braucht in dem Moment. Schon, ja. Nein, es ist gut, wenn da nochmal jemand von ganz oben nochmal sagt, hey, weiter so. Ja. Na, warum spielst du nicht mit Band? Bist du vor kurzem wieder gefragt worden, oder? Wir? Ja. Ja, der Ding in Mief, der hat uns wieder eine Folge gelabert. Ach so, ja gut, aber der hat gesagt, ich glaube, mit dem haben wir schon mal drüber geredet. Ja.
Ja, also du meinst jetzt einer von Deutschrock? Achso, nein, ich meine einen von Deutschrock. Okay. Weil der hat schon gesagt, ja, also wir wollen nicht mehr Band spielen, aber er glaubt, dass es schon geil war. Und wenn? Sie waren eine Band. Ja. Ja, das war, also wenn mit Band, dann war es schon geil, wenn es jemand mit Deutschrock hättest, weil die ja auch alle abgängen und halt auch behindert sind. Ich mag halt auch die Art und Weise, wie, die sind halt sehr unkompliziert. Die kommen mit einem Fiat Punto, da ist es komplett voll gestopft mit einem Zeug. Ja. Und wir haben einen Fiat Ducato, der komplett voll gestopft ist mit unseren Requisiten. Ja, schon, ja. Und die schaffen es irgendwie in der Schlagzeug und den anderen Scheißen 92 Autos zu quetschen, das ist schon lustig. Ja. Aber gut, No. was willst du machen? Kostet Ich hab Mufasa gesehen. Ja. Das ist auch noch wichtig, was passiert, das haben wir gestern angeschaut. Also, was heißt, ja, ihr wisst schon, wer ich meine. Ja. Große Empfehlung für Disney-Fans und speziell für König der Löwen-Fans. Also, Mufasa Ist der von Disney dann? Nur ist animiert? von Disney. Okay. Also, aber er ist halt Realfilm animiert. Okay. Das schaut wie echt aus. Aha. Ja, aber Filmproduktion ist halt wissen willst, was. Ja. Super real. Super, Hyperrealität. Ja. Ultra HD. CGI halt. Ja, Klump. Weißt du? Schon, was ich meine. Ja. Eh wurscht, weil der noch alles mit dem Handy gefilmt hat. Schöne Storyline, schöne Antagonisten, richtig gut gemacht. Ja. Wird nicht langweilig. Timon und Pumba sind dabei. Ja. Mehr muss ich nicht sagen. Stimmt, was war sonst noch? Kiri hat einen kleinen viralen Erfolg gestartet mit Lösch meine Nummer. Ja. Ich habe schon damit gerechnet, dass er gut ankommt, aber nicht mit dem Erfolg. Also ja, nochmal Glückwunsch. Dankeschön. Also auch weiter streamen, gell? Ich glaube, YouTube habe ich gestern geschaut, 25.000 fast schon. Also echt krass für Den unter einer Aufwand, Woche. Ja. Nein, ich meine, es ist die Zeit. Ja, Aufwand spielt ja keine Rolle. Man muss ja trotzdem, man muss ja die Idee haben, Ja. den Beat machen, Ja. aufnehmen. Ja. Einen Typen haben, der mit dir an Silberstraße fährt und ein Video dreht. Ja. Geht alles gemacht, Audi 80. Video geschnitten, Audi 80 kaufen. Ja. Muss das haben. Dann das, was du alles durchlebt hast, um den Song Ja. schreiben zu können. Das war. Sowas kannst du nicht irgendwo hernehmen, Nein. oder? Nein. Das musst du durchmachen und dann verarbeiten. Richtig, und das ist, wie geht's dann jetzt eigentlich? Wert. So lala. Oder? So lala, ja. Aber nie so lala. Und dann natürlich hier Eimerer auch noch gerade richtig am Ja. Operrocken, gell? Ja. Also Wackelkontakt jetzt auf der 3, weiß nicht, vielleicht sogar schon auf der 2 inzwischen, weiß nicht, wie oft das aktualisiert wird. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Aber kommt gut an, auch bei den Après-Ski-Locations hat er ein paar Videos gepostet. Na, freut mich von Herzen. Auch, dass der Party-Song ist gestern schon Jetzt muss er gesagt. halt was mit Lorenz Büffel machen. Ja. Was macht der Lorenz Büffel so für Songs? Ja, Wo der ist der da hat, drin? der Zug hat keine Bremse. Alles von ihm. Ja. Ist das einer von den Größeren? Ja. Von den ganz Großen? Oder? Ja, schon. Wenn's jetzt, wer ist denn das noch? Wenn's jetzt, also hier ist Lorenz Büffel. Ja, Wo ist der Ich schwanke noch Typ? der Icke, Hüfgold. Icke Hüfgold. Ja, sind schon relativ gleich, würde ich sagen. Also der Icke ist vielleicht noch ein bisschen bekannter, oder ein bisschen, aber also ich würde sagen, der Platzhirsch ist mir Julia wahrscheinlich. Wirklich, oder? Ja. Was ist mit dem Jürgen Drews? Macht er noch was? Weiß ich nicht. Sagst du mir? Nein, der andere, der ist noch am Start, der ältere. Fuck, wer ist der 10 nackte Friseusen-Typ? Micky Krause. Micky Krause, ja. Ich glaube, Der das macht, ist. nein, der Jürgen Drews macht mir Angst, nicht der Micky. Doch beide machen mir Angst. Ich glaube, ja. Er hat mit keinem von beiden allein im Auto sein. Nein, auf keinen Fall. Oder irgendwo allein. Ja. Vielleicht mehr. Ich glaube, sie werden auch nicht allein mit uns im Auto Nein, sein. natürlich nicht, ja. Dann jeder den Bär nehmen. Ja. Schon, ja. Na, Letztens wieder ein Video gesehen, wie ein Bär angreift und hat gesagt, wollt ihr das, Frauen? ja. Ja, weil Bären sind echt gefährlich. Na, das sah schon knuffig aus. Ja, also ich glaube nicht, dass der Bär irgendjemand was Nein, oder nicht mit Absicht. Nein, Nein, das ist ein also Missverstand. der frisst die einfach aus Versehen über 6 Stunden lebendig. Ja, Das ist so geschert, also ich meine, was für Arschlöcher sind Bären? Ich meine, die sind so einfach überlegen, Ja. dass sie sagen, ja, sie mengen die nicht umbringen. Ja. Sie essen einfach, weil du kannst sie eh nicht wehren. na, Das ist schon geil. na, Das ist Macht. na. Ja, das Musikvideo von Matti Valentino von der Anja haben wir noch draht. Stimmt. Das ist jetzt auch heraus, Seit gestern, oder? seit gestern. Ja. War da der Start auch gut wahrscheinlich, oder? Ja, Also es schon. ist ja auch bei Social Media schon richtig heftig abgegangen. Ja, das ist, glaube ich, eine Kombi, die Leute Mögen. gefällt. Ja, auf jeden Fall, ja. Haben wir auch beim Song mitgeschrieben, deswegen hätte sie vielleicht ein bisschen ähnlich im Refrain. Falls das
Wir sagen aber nicht zu welchem Song. Nein. Vielleicht kommt es selber drauf. Oder? Ja. Ah, das geht voll auf mich. Also, da muss ich sagen, Ja, kann man nichts machen. Da kann man gar nichts machen. Ja. Ja, Wenn du eine Session wenn du von dir selber glaubst, das kann da keiner vorwerfen. Nein, eben. Also. Okay, das ist auch alle viel Erfolg dann. Ja, der Wackelkontakt ist schon lang draußen, das ist ja schon Erfolg. Ja. Geht. Ja. Tja, Hannes, Wer ist der Hannes? der Ringelstädter. Also. Naja, auch vielleicht, wenn er von an so viele Tage einen EDM-Remix macht, funktioniert es dann. Wahrscheinlich war geil. Na. Thema der Woche: der Prozess des Songschreibens. Wie läuft das ab? Ja, Jetzt geht das wieder los. ja, jetzt will Leute wieder was hören. Aber es passt natürlich jetzt. Ja. Wo, Waren ja gestern im Studio, haben angefangen, die Songs weiterzumachen, fertig zu machen. Haben viele Ideen, möchten jetzt sehr, sehr regelmäßig releasen. Ja. hey. Und können euch mal ein bisschen mitnehmen auf die Reise. Ja, wir werden wieder sehr viele Videos machen und keiner Bock, die dann weiter zu verarbeiten. Ja. Und dann, ja. Mei, also, ich sage mal, früher ist es so abgelaufen, wir haben uns einen Beat gesucht, Bei YouTube on the line, haben ihn runtergeladen. und haben was drauf gemacht. Ja, Damals ja wirklich noch sogar auch die Melodien geklaut. ja. Teilweise sogar die Refrains ein bisschen übersetzt. Ja, stimmt, ja. Also wie es viele bayerische Bands Ja, let's heute go, noch auf machen. geht's. Ja. Und jetzt ist es halt einfach so, du kannst du mal sagen, wie du die Beats grundsätzlich anfängst. Also oft hat man, also ich finde es immer, eigentlich kann man es nicht pauschal sagen, Nein, ich es finde ist manchmal immer hört man ein unterschiedlich. Sample und hat eine Idee. Ja, Und sowohl von der Melodie als auch vom Thema. ja, Und manchmal hast du ein Thema, suchst du einen Beat drauf. ja. Aber erzähl gerne, wie du anfängst, Beats zu machen. Wie ich Beats mache, ja. Also meistens habe ich ja beim Autofahren eine grobe Idee oder eine Songzeile und dann hocke ich mich hier und suche mir Samples. Dann nehme ich das Sample, schaue, ob die Melodie drauf passt und dann baue ich den Beat außen rum, dann mache ich das Sample meistens weg, weil es mich nervt. Na, und dann mache ich einen Refrain, dann zeige ich ihn dir, dann überarbeitet man und dann liegt der Song erst einmal ganz lange in der Kiste. Genau, dann Dann schauen passt wir man mal, wieder ja. an. Ja, Ja, und deswegen bringen wir so wenig raus. ja, Thema der Woche ab. ja. Ja. Nein, es ist echt sehr schwierig zu sagen. Also es gibt sehr viele Herangehensweisen. Also entweder einer von uns macht eine Skizze schon relativ weit oder hat eine Idee. Manchmal kann man es also Songcamp-mäßig machen, dass man sich jetzt zusammenhockt und versucht, was zum Schreiben. So wie wir es mit dem Eimer da schon mal gemacht haben. Und mit dem Thomas. 2 Jahre her, die Songs liegen in der Schublade. Ist nein, war ja sehr, oder? 2 Jahre, was habe ich gesagt? 2, oder? Ich wollte 2 Jahre sagen, auf jeden Fall. Ja. Sonst, ja. Und Songschreiben, mei. Es ist immer schwierig, das ist immer wie wenn die live fragen, wie kommst du auf das? Ja. Es fällt einem halt einfach ein. Warum und bist du so hübsch? Ja, schon, warum bist du so ein brutaler Hengst? Ja, richtig, warum kannst du so ewig im Bett? Ja. Ja. Keine Ahnung. Wie ist das, wenn die Weiber unter dir nur zittern? Ja. Oh mein Gott! Ja. Ist ja dann wurscht, wenn die mehr Sprache nicht sprechen. Aber ich höre da schon Der lange nichts Körper, mehr. der ist international. Ja, schon, ja. Wirklich, ich höre rein akustisch nichts mehr, weil ich so in der Sound bin, ich bin so im Tunnel, weil dann geht's nur. Ja. Ja, richtig. Und mit. das halt über, mein Gott, 2, 3, 4, 5, 6 Stunden, ist Ja. scheißegal. Ja. Ja, ich kann nicht auf Kommando kommen. Ja? Ja. Ich komme aber nicht. Nein. Das muss Aus man verdienen. Respekt. Ja, aus Respekt vor der Ja. Frau Ja. oder vor dem Mann. Ja. Und auch vor meinem eigenen Körper. Ja. Ja. Ja, und auch weil ich halt meine Glücksgefühle, die möchte ich mir nicht zugestehen. Nein, möchte mich richtig. nicht Ja, ich davon sag, wenn ich machen. heute das Ja. Gefühl, ja, erstens das und wie gesagt, wenn ich heute das Gefühl habe, du hast noch nicht genug geleistet, Ja. dann komme ich halt nicht, sondern ich Nein. bin in dem Fall Dienstleister. Ja, schon, ja. Und ich mache es auch gern. Ja, hilft mir Nicht, nichts. nicht im Sinne von, es macht mir Spaß, Nein. sondern für die Leute. Ja. Meist gern. Es ist halt schön, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Das ist mir mein Fingerbruch. Das war's wert. Ja, Ja, so viel zum ja. Ja, genau, also du kannst wirklich nicht sagen, wie kommst du da drauf im Endeffekt. Also es ist auch oft sau schwierig. Das gleiche Problem haben auch Buchautoren, habe ich herausgefunden. Du kannst dich manchmal nicht hinhocken und einfach einen Song schreiben.
Ja. sondern bei mir ist es auch ganz oft so Autofahren, mir fallen beim Trainieren oft Sachen ein, oder ich höre irgendeinen Song, wo ich mir denke, geil, das ist ein Thema, was in der Richtung kann man auch mal machen, halt trotzdem natürlich anders. Oder der Sound ist jetzt geil in der und der Hook. Ja. Den Sound kann man mit einer anderen Melodie für einen von unseren Songs nehmen. Ja. Es war bei mir aber auch schon immer so, also ich habe früher meine meisten Ideen immer gehabt, dass ich mit meinem Hund Gassi gegangen bin, schön mit meinen paar Beats auf meinem Discman. Und dann einfach hier Freestyle. Ja, und dann hast du ein bisschen gerappt, dann ist wieder hinter dir einer vorbeigefahren, hat die ausgelacht. Ja, den Schneeball ins Knack geschmissen. Ja. Und was so nervig war, bei den Discmans, wenn du da teilweise ja gegangen bist, dann ist der. Die haben gewackelt, dann ist der Song wieder ausgefallen. Ja. Du warst gerade richtig am Flexen. Ja, ich hier gerade. Am Spitten. Ja. Und mein Hund hat noch angezogen, weil er dringend scheißen hat müssen. Und ich so langsam gegangen bin, weil ich rappen hat müssen. Das dürfte überall hinscheißen, oder? Ja, schon hat er überall hingeschissen. Ja, freilich. Also, ich finde, das ist so ein Schmarrn mit den Hundedütten inzwischen. Ja, bei den Pferden sagt keiner was. Da sagt keiner was bei den scheiß Pferden. Weil die nur Gras fressen. Ja. Zeit trotzdem nicht. Ja, ist mir egal, was die fressen. Mir nervt das schon, wenn mitten auf dem Gehweg dann einfach, vor allem, das ist ja einfach so groß wie ist ein Pferdehaufen. Ja. Dass ich da eine 3-Tages-Wanderung machen muss, um da rum zu kommen. Ja, stimmt, mit meinen ganzen Gefährten. Ja. Und dann stehe ich da und dann sagt der Guide, der Fluss ist zu tief, wir müssen eine andere Stelle suchen. Ja. Und dann geht es wieder retour. Ja, so ist das. Ja, so ist es. Ja, das ist ja Fakt. Ja, ich wollte das nicht übertreiben. Nein, hast du nicht, ganz und gar nicht. Na, und dann machen wir den Song, schreibt jeder seine Parts. Richtig. Dann nehmen wir alles schön auf. Richtig. Skizze, dann schickt man es jemandem, der wo das studiert hat, und der macht das dann schön. Dann dauert es nochmal 2 Monate, weil wir 100 kleine Änderungswünsche haben und scheinbar schlechteren sind, mit den Leuten zu kommunizieren. Ja. Oder unsere Wünsche zu kommunizieren. Und ja. Ja, und im Endeffekt ist es ja immer eine Geschmackssache. Dann, das ist sehr groß. Also, wenn der Producer vielleicht nur Gabba hört, aber wir sind halt gerade vorher auf so griechische Volkstänze. Genau, und wir haben halt aber auch explizit nach jemandem gesucht, der Gabba produziert. Ja, so geil. Und dann sagen wir, okay. Ja, schon. Ja, wir wollten jemanden, der Gabba produziert. Wir machen allerdings griechische Volkstanzmusik. Ja. Aber das haben wir da ja vorher gesagt. Ja, schon. Da bist Warum nimmst du denn dann auch den Auftrag? Ja. Gell, Thomas? Tu mir Scheiße, Pause. Ja. Lösch meine Nummer, gefällt mir gar nicht. Ja. Sag's nicht. Ja, und dann starten wir schon mit der Promo, gell? Meistens. Ja. Probieren sie, ja. Meinst du, sollte man konsequenter sein? Oder? Mit der Promo? Manchmal. Nein, geht schon schlimmer. Ja. Geht schon schlimmer. Manchmal ist es ja wurscht, wie viel Promo das du machst. Also ja, wenn dann der Song einfach scheiße. Ja. Ja, also bei Thomas Müller haben wir schon viel Promo gemacht. Also klar, ist ein gut angekommen an sich, aber war schon noch mehr gegangen. Also ja, aber ich glaube, es hätte nichts geändert irgendwie. Nein, also, ja. Also, nachher vor hätte man noch mehr von Thomas Müller erwartet, aber es hat noch schon passt. Ja, es ist halt, der Raf Kamara-Doku ja auch gesagt worden, ohne mein Team, sie waren halt da. Und dann hat der Manager gesagt, hey Jungs, nicht enttäuscht sein, aber jetzt geht es halt immer so ein kleines Stück bergab. Und so war es halt bei uns Meister Eder wahrscheinlich. So. Ja, und jetzt sind wir halt am Boden. Ja, schon. Jetzt brauchen wir Hilfe. Deswegen startet jetzt die Solo-Karriere. Schön nochmal. Und dabei keiner weiß ja, dass der Kid Rap dazugehört. Das wird also, nein. Nein, los, brutal los. Ganz schlecht im Bett war ich nicht dabei. Ja. Das ist mein böser Zwillingsbruder, der Wichi. Ja. Ist gut. Ja. Toll, jetzt wissen alle, dass du Michi heißt. Ja, das wissen sie schon. Nein, glaube ich nicht. Ja, unser, weiß nicht, ob wir das schon erzählt haben, unser Leber ist uns wieder geklaut worden. Ja. Das fällt mir gerade neu. Aber sie ist jetzt wieder da. Sie ist wieder da. Es hat uns eben, es ist eine Nachricht gekommen, um 1 in der Früh, 2 Tage später, und gesagt: Servus, Los Brutalos, ich segel, hau euch am letzten Auftritt Geislingen euer Fettleber abzogen. Sorry. Aber muss man jetzt ganz ehrlich sagen, also das hat er ja im Rausch gemacht. Ja. Nicht geil, braucht man nicht reden, aber die Größe zu beweisen, dann auch noch persönlich uns zu schreiben. Er hätte ja 2 andere Optionen gehabt. Er hätte es einfach irgendwo in den Fluss schmeißen können, totschweigen, weil es ja mal unangenehm ist. Ja. Oder er hätte es auch anonym schicken können, weil du findest ja wahrscheinlich irgendwie was dann, wo sie muss. Aber er hat uns extra geschrieben. Ja. Deswegen war er für mich einmal der Fan der Woche. Ich habe gerade nachschauen, wer der heißt, der Johannes, oder?
Ja, aber ich sage jetzt seinen Nachnamen nicht. Nein. Johannes, bist Fan der Woche, also nicht, also müsst ihr jetzt natürlich kein Beispiel nehmen und uns Sachen klauen, damit ihr uns dann wieder schicken könnt. Damit es Fan der Woche wird. Ja. Da klang da, wenn es uns mal in einer Story erwähnt, zum Beispiel. Ja. Oder dass man ein Bier bringt. Ich will einfach mal sagen, hey, seid echt recht hübsch. Ja, schon das Zebrasperma, die Creme macht sie bemerkbar. Portionen, Das macht sie der toll. ganze Sport, Ja, gesunde Ernährung, ja. weiter so. Dinge, viel Weiterentwicklung, mentaler. Mentalcoaching, Ich habe was jetzt wir da machen. so jemand, der mich da leitet. Spirituell bei mir Ja, ganz einen viel mit spirituellen Energie. Führer, ja. Schon jetzt ein viel Ding. Was für eine Farbe hast du deiner Meinung nach? Also jetzt vom Energiespektrum her. Schwarz, glaube ich. Schwarz, ich glaube auch zu 100%. Schwarz. Ja. Aber nur, also es ist auch keine Mischfarbe, sondern das dunkelste Schwarz, was du dir irgendwie vorstellen schon, ja. kannst. Schwarz ist keine Farbe, hört sich ein Maul. Die Mutter ist keine Farbe. Ja. Jawohl. Ja, dann kommen die Songs raus, ihr hört es und sagt, ihr seid so geil. Man kann schauen, aber weil ich kann es jetzt trotzdem nicht die seine Konzerte- Auftritte. Ja. Also, Das ist ein Internetphänomen. ja, und ich kenne auch die Songs, aber ich weiß gar nicht, wie die Typen dazu ausschauen. Das ist ein Know-It-Wonder. Ja. Boah, das ist geil, ja. Now Hit Wonder. Ja. Das trifft es zu gut. Ja. Okay, dann Los Brutalos Favorites, Lieblingsline oder Part des anderen. Oh, Das ist so schwul. das musst du vorher Im sagen. Gurten. Da gibt es so viel. Das ist okay. Ja. Das müssen wir fürs nächste kennen. Ich Weil, habe jetzt auch keinen Bock drauf. Nein. Ich habe es mir nicht durchgelesen vorher. nein, macht man nicht, mach ich auch nicht. Also, nette Idee, Sabrina, machen wir fürs nächste Mal, weil Ja, es gibt echt viel gute Lines. ja, muss ich auch Und jetzt da die einfach irgendwo nehmen. Ja. Habe ich jetzt bei der Recherche wird es halt leichter. Weil du hast, glaube ich, so 30, 40 Songs rausgebracht und ich glaube 2 Milliarden, 200. ja. Gut, wer hat es dann leichter, ist die Frage. Ja. Ich kann eigentlich nur sagen, dass es nach wie vor einer meiner Lieblingssongs, also es gibt 2 Lieblingssongs vom Kiri, die ich habe. Einmal ist das der One Murder, One Love, habe ich schon ein paar Mal erwähnt mit dem Kiste. Ja. Habe ich gehört, war ich sofort verliebt. Eine Mutter braucht da jeder, da reden wir gar nicht drum rum. Oder braucht jeder da immer gar nicht drum rum. Boah. Ja, habe ich auch lange nicht mehr gehört, aber mag ich sehr gern. Und der Kiri hat vor 4 Jahren, glaube ich, hat einmal, da war ich sau angesoffen. Ist am nächsten Tag, weiß nicht, du hast mir irgendwas vorbeigebracht, Mittag. Also, Und dann hat er eine Skizze geschrieben, Ja. immer noch auf dem Handy aufgenommen. Ja. Und das heißt, wir fahren halt nur einen Puff. ja. Wir fahren heute noch schön im Puff. Ole, ole. Endlich steigt die Lebenslust. Und Ja. ich weiß nicht, warum ich das so gefeiert habe, und der ist richtig stark. Also das und so, das fällt mir gerade ein. Ja. Okay, entweder oder? Ja. 5 Entweder-Oder-Fragen. Lieber ein Nasenpiercing, ein weibliches, also ich weiß nicht, Ja. also, oder ein Arschgeweih. Wow, als Arschgeweih, weil man sieht mir selten einen Oberkörper frei. Kennst du den Felix Lobrecht, der da. Ja, aber kein weibliches Klavier. Hat der wirklich so? Ja. Also, sie meinen wahrscheinlich so ein Brilli. Also den hat der Tupac gehabt. Ja, Ja. aber die Schwarzen Ja, können Schwarzen alles tragen, können das alles ist tragen, echt ja. unfair. Die könnten auch Arschgeweih tragen, Ja. das siehst du sehr schlecht. Ja. Ja, der wahrscheinlich auch das Arschgeweih nicht mehr weh. Weil ich darf es dann nämlich erweitern. Ja. 2 Arschgeweih. Nein, ich darf mir das hier noch Ja. machen. Ja. Ey, dann insgesamt bin ich Arschgeweih, hat nur noch Tribals. Ja, stimmt. Komplett Tribals das. und chinesische Schriftzeichen. Ja. Ja. Da, wo dann irgendwo Suppe steht. Ja. Der hat nicht mehr das Schriftzeichen, der hat einfach H2 tätowiert. Ja, boah, geil, ja. Habe ich gestern gehabt. Echt? Was im Rimtung? Nein, Walk-In. Da Walk-in, sind wir wieder. okay, 100 Jahre noch mal im Walk-In Ja. gewesen. Also, früher 450, gell? H2 und das ganze Zeug. Jetzt 80. Ja. Aber trotzdem. Ja, ist immer noch das sehr kannst gar nichts günstig sagen. für Für das. 8 Euro Ja. ein vollwertiges. Ja. Und es ist echt viel. Also, Ui. vor allem die Nudeln da. Und ich weiß ja, dass es gute Qualität ist. Ja. Was, Entschuldigung, sorry, off-topic. Ja. Weil ich habe mich gestern daran erinnert, was für Nudeln isst du da immer? Oder hast du immer gegessen? N2. N2, was ist das? Einfach Nudeln, gebratene Nudeln mit Händelfleisch. Und was für Sauce? Keine Sauce. Nix. Nein, es sind gebratene Nudeln. Es ist keine Ja, ein Soße. bisschen Sauce brauchst Ja, du. Glutamat ist die Sauce. Gut. Ja. N2. Was kostet das? Ah, 80 Ja, wahrscheinlich. sowas, ja. Nehmen wir das nächste Mal. Ja, Kann ja selber ein bisschen sweet and sour drin ja. tun. Kann man machen. Entschuldigung für die Ja. Ablenkung. Lieber ein Monat ohne Handy oder ein Jahr ohne Lieblingsessen? Da die ohne Handy machen einfach. Nein, aber ja, nicht mein Lieblingsessen, wie viele andere essen. Also Ja. ich, Ja. ein
Monat oder vielleicht nicht. einmal Wobei, man muss aber dazu Ja, sagen, ein kleiner Detox. ein kleiner, ja, aber gut, meine Follower. Ja, schon, ja, die. Kid Rap, meine Follower. Er ist ja auch der Beruf, gell, das stimmt schon, ja. Nein, das ist schon ein Problem für Ja. mich, weil es ist jetzt schon so, weil ich poste in letzter Zeit weniger als Ja. sonst. Und es ist schon viel, dass dann, ich hab das Gefühl, die Leute sind nicht mehr so dran, Ja, seitdem ich nicht mehr täglich poste. Ja. Ich glaube, mein letzter Beitrag ist von, keine Ahnung, lang her. ja. Wenn dann so ein Kooperationsbeitrag. Ja. Ja, Lieblingsessen, ja. Und da die wahrscheinlich auch das nicht mehr, weil es ja viel Essen gibt, da das ich liebe. Ja. Ich darf nicht liegen. Ja, da sagt, Suppenfleisch. Ja, das war's jetzt. Oh, so ein gut so. Na, was? Nehmt mir das bitte nicht. Nicht, ja. Nein, das spinnt's ja. Wieso jetzt ja ohne Suppenfleisch? Wahrscheinlich habe ich dann richtig Bock auf Suppenfleisch. So mit richtig viel Fett dort. Ja. Und diesen Gelatin zeigt, was da noch. Würdest du, das ist ja voll einfach, würdest du lieber immer einen Cowboy-Hut tragen oder immer Flossen an den Füßen haben? Hä? Ja, Ja, man merkt, das hat es kurzfristig ja, gemacht. ja, natürlich ein Cowboy-Hut. Ja. Ist doch voll geil. Ich habe zwar keinen so einen guten Hut gehabt, aber ich habe, glaube ich, auch keine Flossenfüße von dem. Also, klar. Ja. Also, ich wollte jetzt gerade sagen, Flossen haben natürlich auch Vorteile, aber wahrscheinlich mehr Nachteile. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Flossen geeignete Schuhe auf dem Markt sind aktuell. Na, Und so oft schwimme ich jetzt nicht, dass ich also, sage, ich glaube, sie meinen schon die Flossen zum Ozean, oder? Weil sonst macht es ja noch weniger Sinn. ach so, Na, also so Schwimmflossen. ja. Na, Nein, das war blöd, glaube ich. ja, ein Cowboy-Hut, mei. Aber ich- Wärst du ein bisschen, Audi. ja, wärst du ein bisschen belächelt vor die Leute, aber kannst du Ja gut, trotzdem. und die Frage ist, wer lacht, Ja. wenn es wieder 35 Grad draußen Ja. hat, keiner hat einen Schatten, aber ich habe nämlich so Ja. einen Prügel auf. Schon, ja. So eine Mischung aus mexikanischen Sombrero und Ich glaube, dass Cowboy. das auch in der Bar gut funktioniert. Schon, Weil ja. Du musst halt dann nicht mehr so 6 halbe saufen und ihren Arsch zwicken. Nein, sondern du bist trotzdem ein Cowboy, du bist der Ja. Typ im Cowboy, oder? Dann können wir uns eh mit. Dann käme ich mal so, Ma'am. Ich wollte gerade sagen, eigentlich brauchst du, für die wäre es geil, weil du noch weniger reden müsstest, weil du kommst einfach in die Bahn und sagst, Ja, stimmt, ja. alles erledigt. Ja, Ah, das ist Kid Rap. Ja. Der Typ mit dem Cowboy. Er redet nicht viel. ja. Ja, Cowboy halt. Viele sagen, er hatte vor 2 Wochen einen Schlaganfall. Der sollte nicht Ich richtig. sehe aber nicht. Ja. Witzig, Schlaganfallhumor. Ja. Ja. Oh Mann. Würdest du lieber eine Schnecke sein, die Schokolade liebt, oder ein Schmetterling, der Angst vor Blumen hat? Also sterben Schnecken bei Schokolade, oder? Ja, aber. Wir auch, Ja, wenn man zu viel ja schon, ja. Diabetes, Volkskrankheit, gell? Also ich war halt insgesamt lieber Schmetterlinge Ja. als scheiß Schnecken. Ja, weil wenn du ein Schnecken bist, sagen alle nur weh und zerschneiden die mit einer Rosenschale. Ja, oder mal. Und beim Schmetterling alle, oh, schau mal, ein Schmetterling. Schmetterling. Ja, klar, aber Kinder, die drauftatschen, wenn wir Ja, das schon, Pulver ja. wegnehmen. Das ärgert mich natürlich, Ja. muss ich so ehrlich bin. Ja, Ich. sag ich, hey Jungs und Mädels, respektiert bitte meinen Staub. Ja, es das ist gibt Teil Grenzen. meines Körpers. Ja. Ja, schon, ja. Eine Flügellänge Abstand. Ja, Und bei Schnecken, auch wie du schon sagst, mit der, also das gibt es ja so viel Schneckenkorn. ja, Salz, meine Oma hat immer Salz draufgestreut, was echt nicht nett ist, weil Ja. die einfach austrocknen. Ja. Ich habe es damals mit dem Tennisschläger rüber zum Nachbarn geschossen. Ja. Riesengaudi. Für Alle mich, gelacht, ja. nicht für die Schnecken, Nein. nicht für Nachbarn. nein. Ich weiß nicht, ob sie das überlebt haben. Also ich habe auch schon immer Schnecken genommen. Also ich habe es nicht getötet, ich habe es einfach zum Nachbarn rübergekannt. Ja, ich wollte es jetzt auch nicht sag ich mal, aktiv verletzen, Nein. ich wollte es halt nicht mehr in meinem Garten von meinen Ja, Eltern genau. haben. Ja. Das Und nervt, am das, die Nachbarn habe ich Zeit nicht bleibt mengen. ewig an Ja. denen, das ist echt, ich weiß nicht, was die haben. Ja, deswegen husten, haben wir letztes Mal schon geredet, Igel immer. Weil die fressen Ah ja, die die sind, die sind allergisch, oder? Sogar. Ja, die vertragen das Irgendwann. nicht, ja. Ja, aber wahrscheinlich niemand. Na. Mhm. Würdest du lieber einen Monat ohne Instagram oder ohne Netflix verbringen? Ja gut, das ist auch einfach. Also theoretisch kann die. Ich finde es nicht einfach, Okay. weil, aber wahrscheinlich darf man einen Monat ohne Instagram, also mir da beides nicht so schwer fallen, Nein, kannst behaupte ja, ich also mal. ich kann ja. Also wahrscheinlich, also wenn es jetzt gesagt hätte, ohne Streamingdienste, dann Ja. wäre es für mich leicht gewesen. Na, Dann hätte ich gesagt, natürlich ohne Instagram. na, Ich bin eher mehr auf TikTok. na. Aber Mehr auf so, Grindr. Ja, schon. Ist das? Was ist das? Ich glaube, Das das ist schwulen Tinder. für Homosexuelle, ja, genau. Ja. Aber sonst, ich habe Disney Plus, Ja. ich habe Amazon Prime, Ja, ich habe Wow, ja, ich habe Join, weil das jeder hat. ja. Sogar mal die Bezahlversion von Join gehabt, weil mir die Werbung so genervt hat. Ja, finde die nervt gar nicht. Nein. Was kostet Join?
Ich glaube, das ist 6 Euro oder so. Gehen wir zusammenlegen. Nein, also ist dann irgendwann summiert. Also, Ja, schon. ja, wow, habe ich auch noch. Das habe ich aus irgendeinem Grund zweimal gehabt. Das hat zweimal bei mir abgebucht. Was Saublöd, ja. ja. Und ansonsten, ja. Nein, dann sage ich einfach mal. Ja, was mir schon schwer finden hat, also wenn man jetzt sagen darf, weil bei YouTube ja, Zeit ja auch zu Social Media, ich schaue schon viel YouTube-Videos und so. Ja, nein, das war aber wahrscheinlich was saugut für uns. Wenn man nicht YouTube schauen darf. Also insgesamt. Na. Also, aber Ja gut, kein Streamingdienst wäre gut, sehr Zeitfresser. von sei. Na, einfach mal wieder rausgehen, mal die Natur genießen. Eine schöne Zeit draußen, finde ich. Na, wahre Worte. Dann, ich verzichte auf Instagram. Na, Aber mir ist egal. na, mir ist sehr geil. Er hat gesagt, das ist halt blöd. Nachher folge ich meine Follower. Ja. Was steht die Woche an? Habe ich hier, morgen haben wir einen Auftritt. Stimmt. Wenn sie das Herz war der schon. Da In war das dann Österreich. gestern. Ja, crazy. Ja. Ja, also in einer voll geilen Skigegend. Wollte nur schauen, ob man da rodeln kann. Nimmst du deine Cover mit? Dann muss ich, ja. Oder deine Snowblades. Ja, mein Snowboard. Ja. Mal schauen, ob meine Skischuhe noch Ja. passen. Bei dem Videodreh für die Anja und für Matti sind wir haben von einem Lift zur Hütten gegangen zum Mittagessen und dann runter zum nächsten Lift und dann ganz runter zum Fahren. Und ich bin mir vorgekommen, wie der größte Starterpreis auf der Welt, weil ich ja mit Straßen, also schon mit den Winterschuhen, aber trotzdem die Skipisten runtergehen müssen. Ja. Und da habe ich gedacht, ich denke, was bist du für Ja, Trottel? Das waren wahrscheinlich nur Touristen und dann war es egal, aber aber dennoch fühlt man sich ja, schon, ja. nicht wohl. Ja. Nein. Ja, war relativ lustig. Wir haben da so kleine, so aufblasbare Krokodile dabei gehabt. Und Da haben wir da aber geslidet. ja, aber das Problem war, dass du halt da null Kontrolle hast, Ja, weil das- sie die einfach, weil die ja so allglatt sind, die Dinger. Ja. Und du kriegst echt relativ schnell eine hohe Geschwindigkeit drauf und kannst ja gar nicht mehr bremsen. Und meistens dreht sie dann rückwärts, dann fährst du rückwärts und dann purzelst dann runter, viel Arsch schaut raus. Ja. Und dann war es auch So kalt. muss das, ja. Also eigentlich nur Nacht. Ja, aber 3 Sekunden war es lustig. Ja, Das war so, deswegen- fuck. Arsch heraus. Ja, Arsch heraus, ne, alles voller Schnee. Na. Genau. Ja, nächste Woche starten wir mit der Promo vom neuen Song. Ein lebensverändernder Song. Der wäre gut. Na. Also da haben wir uns wirklich auch inhaltlich Ja. selber übertroffen. Ich Ja. werde stolz auf uns sein. Na, da wird Song. Woher kommen die Ideen? Ja, und vor allem wird es die Leute rein, die sagen, die unter ein Video dann hin und wieder schreiben, endlich mal wieder Rap. Ja, endlich mal wieder was Deepes. Da werden wir euch abholen. Ja. Komplett. Und auch schon ganz aufgeregt, nächste Woche sind wir beim Hopf. Oh ja, stimmt. Wird ein bisschen Starkbier gesoffen. Die letzten 3 Podcasts. Ja. Aber, wer vom Hopf hat uns geschrieben? Ja. Oh, wir müssen dem vom Hopf schreiben. Ja. Wir Jetzt- sind beim Hopf. Ja, jetzt ist, Das ist ein Storytelling. Ja, schon. Es wäre nur noch ein Problem kommen müssen. Ja, aber Ja. gibt's ja Straßen nach Miersprach ist gespart. Ja. Geil, danke. Also ich finde einen Weg zur Burgfutzen. Das Auf ist gar jeden kein Fall, Problem ja. für mich. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Wie es war, wird es dann nächste Woche erfahren. Na. Ja, das war's. Ansonsten, danke gell, fürs Einschalten. Ja, schreibt was in die Kommentare. Mhm, wie immer. Ja. Und dann hat die letzten Worte wie immer der wunderbare Harry. Danke. Cut! Action. Aus!